Comedy Männer wird präsentiert von Emmi Joghurt pur. Das Einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi Joghurt pur. Ich glaube, wir nehmen auf, Michael. Ja, jetzt dann gerade. Und noch ganz schnell meine Schulter ein bisschen schön entspannen. Es tut so gut. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gott sei Dank. Also die Leute, die es jetzt im Fernsehen oder auf YouTube schauen, die wissen ja jetzt schon, dass es nicht das ist, was es tönt danach. Ich tue mir den Nacken massieren. Ja. Du darfst das Gerät aber nicht gegen den Kopf heben. So wie ein Gewoben für das Gerät, dass man den Nacken massiert. Ist sehr ein lustiges Gefühl, wenn man es gegen den Kopf hebt, aber nachher ist auch noch ein bisschen trümmelig. Also komm, wir gehen rein. Auf geht's. Das ist Comedy Männer Folge 122. Heute reden wir, ja, ich merk's. Heute reden wir über Rechtskommission, Rechtshaufen und einen extrem rechten Käfer. Mein Name ist Stefan Büsser, zu meiner Rechten der Michael Schweizer und der Aaron Herz. Wie geht's euch? Ich traue mich zwar fast nicht zu fragen. Hey, ich bin seit einer Woche so verspannt in den Schultern. Und der Massagestab vom Cornelia-Versand, das ist eigentlich der einzige. Er ist nicht von denen, nur dass er jetzt nicht meinen, dass der Aaron sagt es immer. Gibt es den Cornelia-Versand? Den gibt's. Ah, Entschuldigung. Okay. Ja, dann ist das unerlaubte Werbung. Es gibt natürlich ganz andere. Ja, der Veillon, der Ackermann-Versand, der Veillon. Veillon? Ja. Dass das immer noch ein Ding ist, Versand. Ja. Ja, Zalando, was ist Zalando? Ja, aber das ist online. Also ich rede wirklich die Katalog. Weißt du, es gibt ja solche Katalog. Das Kärtchen nachher ausfüllen, nachher das Kärtchen schicken. Also ich habe meine Kleider so immer. Hey, das ist jetzt keine überraschende Information. Aber sag schnell, was ist mit deiner Schulter? Ich bin so verspannt in meiner Schulter seit Tagen. Schmerzen ohne Ende. Ich kann kaum schlafen. Wirklich nicht gut. Und das Einzige, was hilft, ist, wenn ich mit dem Massagestab zwischen ein bisschen lockere, dann geht es nachher wieder ein bisschen. Also hast du irgendetwas gemacht, was du sonst nie machst? Ja, alt geworden, glaube ich. Gut, aber das machst du jetzt auch schon seit 40 Jahren. Ja, das solltest du auch langsam können. Ich weiss nicht, was es ist. Ich empfehle Dry Needling. Ja. Das ist jetzt auch noch ein Hobby-Tipp. Ja. Dry Needling. Ali hat mega gute Tipps. Wer nicht Dry Needling, geht zum Arzt. Ich schicke dem Michael noch mehr Tipps. Er braucht es. Schicken mir Tipps für meine Schulter, ich kann sie brauchen. Not. Aber sonst geht's mir gut, weil ich habe etwas Neues für euch Jungs. Oder? Ihr seid ja immer, ich bin auch ein bisschen da, mit den neuesten Foodtrends zu versorgen. Oder? Ich muss mich erinnern, Smashburger, oder? Ja. Als ich das da lanciert habe, oder? Und das ist jetzt Big Time. Ich meine, die Smashburger-Lokal, die gehen jetzt wirklich überall wie Pilz zum Boden aus. Jeder, der noch irgendwie noch einen Beiz hat, macht hier noch einen Smashburger. Aber ich muss euch sagen, als Foodfluencer, Smashburger sind 2022. Ist vorbei. Ja. Also was nicht ist vorbei. 2024? Aber jetzt... Ich komme wieder. Ich habe etwas Neues, etwas richtig Geiles. Und zwar, sind ihr Fajita-Leute? Ja. Hä? Ja, habe ich sehr gerne. So, dann macht die Weizentortilla, da kann man Füllungen machen mit Fleisch, mit Gemüse, was immer man gerne hat. Oder? So, bin ich ja auch. Und jetzt habe ich aber eine neue Art, das zu machen. Ich habe das gesehen im Instagram rein und habe das nachher dann selber ausprobiert. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nimmt man Hackfleisch, das gute Rinderhack, So wie zu alt, gute Bio-Rinderhack. Wenn man möchte, kann man jetzt das noch anreichern. Also ich tue dort einmal ein Ei dazu, wie wir das Hacktätschchen machen, manchmal noch ein bisschen Zwiebeln reinhacken. Wenn man hat, ein bisschen Kein Söhlei? Nein, kein Söhlei, nein. Wenn man hat, noch ein bisschen Haferflocken oder ein bisschen altes Brot noch rein, oder? Dann gut würzen, oder? Paprika, ein bisschen Curry, Salz, Pfeffer und, wie heisst das andere rote Pulver? Chili, ein bisschen Chili-Pulver. Ja, schön, vielleicht noch ein bisschen Knoblauchpulver, wenn man möchte, so. Dann eine gute Masse daraus machen und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, Freunde. Jetzt nehmt ihr den kalten Tortilla-Platz, oder? Wie er ist, und streicht mit einer, am besten ich mache es mit so einer Silikonkelle, das Fleisch bis an den Rand. Wie eine Butterschicht über den Tortilla-Platz. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Richtig schön flach. Schönes Bild. Schon fast Hunger? Schön flach streichen, oder? Dann die Pfanne heiß machen, ein paar Tropfen Olivenöl rein und dann mit der Fleischseite nach unten so in die Pfanne rein. Oder? Dann lässt du das braten. Richtig schön. Vorher hast du natürlich schon parat gemacht, was du noch immer füllen willst. Oder? Ich mache gerne noch ein bisschen Mais, ein bisschen Bündli. Peperoni. Peperoni, wenn man das gerne hat. Ein bisschen Salat, oder? Speck mache ich einmal nicht rein. Ein bisschen Guacamole für dich, mache ich die auch selber. Ein bisschen Sauerrahm. Einfach, was man gerne hat, was halt in so ein Ding reingehört. Oder? Dann nach einem Also kurzen... du kehrst dann so schnell Nein, jetzt ist zuerst noch mit der Fleischseite nach unten in der Pfanne. Also mit Fleischseite nach unten. Ja. Du nimmst Tortilla,
dann bestreichst du das auf einer Seite. Und jetzt das mit der Fleischseite nach unten, Käse in die Pfanne rein. Hörst du mir zu? Unsere Küche da. Ja. Fleischseite nach unten, hat ja noch kein Fleisch drin. Nein, du hast das Fleisch drauf geschmiert, bist du machst das extra, oder? Er macht es extra. Also, er ist ein Aff. Mit der Fleischseite nach unten in die Pfanne, dann nur schön ablassen. Was man kann machen ist, kann man sogar mit der Kehle von oben noch so ein bisschen drücken, oder? Und wichtig ist, das Fleisch wirklich bis an den Rand rausstreichen. So. Du nicht reinreden, ich erzähle es für die Leute daheim, die interessiert sind. Das Fleisch gut an den Rand rausstreichen, weil es zieht sich ja dann zusammen beim Braten. So. Logisch. Und dann, nach relativ kurzer Zeit, oder, wenn man es wirklich scharf anbratet, wenn es schön auch ein bisschen Röstaromen geholt hat, jetzt tut man schnell die Tortilla noch wenden, zack, oder die andere Seite liegt. Ist das nicht fettig? Oder nein, das Fett wird aufgezogen. Man darf nicht zu viel Öl rein tun, das wird nicht aufgesogen. Und dann tut das schön das Brot noch backen, dann nimmt man es raus, oder? Tut die Füllsachen je nach Wunsch rein, klappt es zusammen. Geilste Scheiß ever. Aber ist dann nicht, also dann ist es aber nicht von Hand, dann tust du schneiden. Ja, also ich bin jetzt überlegen, ich mache immer so die grossen, was haben die, so 20 cm Durchmesser, aber es gibt ja auch kleinere. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch so kleine Weiche, die kleinen Weiche könnte man wahrscheinlich von Hand essen. Die grossen, oder du hast ja dann, es ist ja so flach, dann ist es keine Rolle, ist wahrscheinlich ein bisschen, wie sagt man, gibt ein bisschen, Sauerei. Sauerei. Das ist eben mein Problem bei Fajitas, dann hast du das Zeug schön zusammengetan, tust es so ein bisschen in die Mitte, dann tust du es zusammenrollen und irgendwo läuft das Seich einfach noch immer raus. Dann musst du es wirklich machen mit dem Kebabstand. Mache ich daheim so schöne Alufolie einwickeln. Oder du zuerst... das verlagert das Problem ja nur. Nein, du nimmst die Alufolie. Du tust mit der Fleischseite nach unten. Arno... Es gibt schöne Klapptechniken, findet man auch auf YouTube. Du hast das Fleisch und alles zulagen auf die Fladen. Nachfragen. Dann tust du zuerst auf die Seite reinklappen, dann nimmst du ihn von unten rauf, tust ihn oben so rein, eng zusammen und dann eng und schön in Alufolie einwickeln, dann wirst du keine Sauerei haben. Dann ist es doch wirklich wie ein Kebab gewickelt. Lackglas. So, und damit jetzt auch offiziell willkommen zu der neuen Folge Comedy Männer, nachdem Küchenmänner jetzt die ersten gefühlt 15 Minuten. Ich könnte ja, wenn der andere... Nein, es ist ja okay, ist ja alles gut. Nein, es ist ein toller Tipp. Ich will Fleischseite nach unten. Ja. Das ist mein Take. Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt über Pfingsten bin ich in Venedig gewesen. Wieso geht man weg über Pfingsten? Weil man halt weggeht. Bist du mit dem Auto? Nein. Aber man fliegt. Okay. Ich bin in Venedig. Nein, weil ich einfach denke, welche Vollidioten gehen an Ostern, Pfingsten jetzt mit dem Auto? Ja, mit dem Auto nicht. Nein, das macht. Mit dem Auto habe ich es nicht gemacht. Ja. Ich bin ja nicht mit dem Zug gegangen. Ja, Aaron, ganz ehrlich, du musst dich nicht schämen, wenn du nicht, fliegst. Gut. Du hast Kind, oder? Ja. Das ist die Wahrheit. Ja, nein, Blödsinn. Neueste Studie sagen einfach, Kinder sind mega gut für die Umwelt. Ja, natürlich. Ja, jemand, der noch mehr Ressourcen verbraucht. Im Wir Eltern. Wow, wirklich, der mit dem Stingray daheim. Er sagt, Kinder sind nicht gut für die Umwelt. Pontiac gefeiert. Pontiac, ja, V12. V8, gut. Ich kann nicht gerne, wenn ich der Vernünftigste bin. Bist mir gar nicht der Vernünftigste in dieser Runde. Aber ich muss sagen, Venedig, ich war überrascht gewesen, ich war das erste Mal da gewesen, ich habe mir Schlimmeres erwartet. Ich habe da ist alles voller Leute, es hat weniger Leute gehabt, wie erwartet, es war günstiger gewesen, wie du damit gerechnet hast, es war alles schöner und besser gewesen. Wirklich gut, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe letzte Woche rumgeguckt, mit dem Bischi schlafen ist geil, habe ich vergessen einpacken. So. Da habe ich einen auf euch gemacht und habe in der Unterhose geschlafen. Hast du nicht ein Bischi gekauft in Italien? Nein. Intimissimi, oder wie heißt es? Im Intimissimi? Ja. Ist das dort, wo das Gerät her ist? Habe in der Unterhose geschlafen, hat ein bisschen Mucke gehabt. Und dann schlafst und dann bist du eigentlich in der Nacht permanent selber am Ohrfeigen, weil du irgendeine Mucke hörst. So. Ja. Also hast du ein Burka-Bischi? Nein, es eben nicht. Aber immerhin der Arm oder so ein bisschen und bei deinem Gesicht sagt sogar Mucke, nein, dort hingehe ich jetzt wirklich. Ich sage so. Ich sage so. Bischi mit so einem langen, spitzigen Hut, wo man das Gesicht aber mit 2 Augen... Ja, und in der Nacht gehe ich mit der Fackel aufs WC. Da ist das Kreuz. Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall genützt. Mein Gesicht konnte ich schützen. So, aber ich musste mich permanent ohrfeigen. Ja. Und sonst, mein restlicher Körper ist alles verstochen. Ja. Aber alles verstochen. Ja. Ich sehe aus wie eine schwere Krankheit. Ich war gestern im Gym und habe
ärmlos, so relativ kurzärmeliges Liebli angehabt. Und ich denke, die anderen werden denken, Jesus Gott, was hat der Bub? Ja. Was ist mit dem los? Endlich stimmt dein Äußere mit deinem Kopf überein, muss man jetzt mal sagen. Ja, es ist jetzt ausgebrochen. Wieso es so wenig Leute hatten in Venedig. Man geht halt immer schön Bogen rumgemacht. Um die Zeit hat es wahnsinnig viel Mucke in Venedig. Ja, aber nein, Venedig wirklich geil gewesen. Ich habe einen Moment erlebt, wo sehr schön war, wo man wirklich das Duzi ist etwas Internationales. Irgendwo ist eine Gruppe so Touristen gestanden, hat irgendein Reiseführer etwas gesagt, die ganze Gruppe applaudiert. Ich und irgendein anderer Typ, der auch nicht zu dieser Gruppe gehört hat, einfach auch, ja, bravo! Hat er einen verstochenen Nägel gehabt? Nein, keinen verstochenen Nägel. Wir haben einfach angefangen, dumm mitklatschen und haben uns angeschaut und haben einfach gerölt und irgendeine Frau dabei, die beide den Ring geschüttelt. Das habe ich sehr schön gefunden. Ich bin völlig entspannt. Schön. Venedig hilft auch nicht nur am Massagestab. Ja. Stefan, wie geht's dir? Mir geht's soweit auch sehr gut, vielen Dank. Ich hatte Freude gehabt. Gestern war meine Lieblingspreisverleihung. Die ist aber vor 2 Wochen gewesen. Ja, das war aber nicht da gewesen. Ich rede vom Privalo. Ja. Liebe Grüße von der Monika. Ja, Kenne, darf ich danke, euch ausrichten? gut, Sie hat es nicht so gut gefunden. Ja. The Queen was not amused. Aber das ist nicht meine Lieblingspreisverleihung. Das ist nur Rang 2, meine Lieblingspreisverleihung. Einmal im Jahr wird der rostige Paragraphen geben. Jawohl. Haben Sie sicher auch schon gehört? Ja. Der rostige Paragraph, also die dümmsten Gesetze ausgezeichnet werden. Und eigentlich ist am Schluss, wer gönnt, wie egal. Es ist einfach so eine wunderbare Werkschau ins politische Schaffen von der Schweiz. Und ich habe es einfach spannend gefunden, wie das gesehen, was man alles versucht hat, so auf bürokratischem Weg in unserem Land einzuführen. Und vielleicht schnell der Gewinner, falls euch der interessiert, das ist der Kompostpolizist. Jawohl. In der Stadt Zürich gibt es eine Kompostpolizei und zwar kannst du dich von den Gebühren in dem Sinn befreien lassen, wenn du sagst, ich mache selber einen Kompost. Damit das aber bewilligt wird, kommt von der Polizei jemand vorbei schauen, ist das ein ordnungsgemäßer Kompost oder nicht? Oder? Und die Kompostpolizei hat man befunden, das ist glaube ich wirklich eine der dümmsten Erfindungen, hat jetzt den rostigen Paragraph bekommen. Ja, ist das Online-Voting, 43% hat er geholt. Platz 2, die Sperrung von der kurzen Teilstrecke auf der Zürcher Langstrasse, wo im ersten Monat 17'000 Bussen gemacht hat, über 1 Million eingenommen hat. Haben wir gerade bei Late Night Switzerland schon behandelt gehabt. Ansichtssache. Ja, Als Säckermeister von der Stadt Zürich hätte ich Freude. Ja, aber von der Langstrasse wahrscheinlich auch. Ja, aber natürlich als Autofahrer. Oder? Das ist ja von dieser IG Freiheit, das ist ein lustiger Verein teilweise auch. Der Hans-Peter Appenzell hat ihm echt den Punkt gegeben. Der Gregor Rutz von der SVP steht der Vorsteher, hat ein paar Live auf Telegram. Ein paar lustige Figuren drin. Aufrecht TV. Aber die Idee von bürokratischen Unsinn auszeichnen finde ich sehr lustig. Und mein Favorit ist leider nur Dritter geworden, 19%. Für den grünen Nationalrat Michael Döngi, der hat die Verkehrsmeldungen auf Radio SRF abschaffen. Jawohl. Weil das ist kein Service Public. Ja. Und indem man Verkehrsmeldungen regelmäßig durchgeht, regelmäßig sage ich da und da hat es Stau, dann entstehe der Eindruck, dass ein Autobahnausbau nötig sei. Aha. So. Gut, das ist, einerseits, also, da muss ich ihm aber auch ein bisschen recht geben, oder? Also, nötig sind Verkehrsmeldungen im Schweizer Radio, im Fernsehen wirklich nicht, also im Zeitalter von Google Maps und dem ganzen Plunder, oder? Wo deine Live-Stauanzeigen haben, wer schaltet am Morgen das Radio ein und hört, ob es jetzt Stau oder nicht. Das ist, wenn es wieder die durchschnittlichen Preise für Schweinehälften immer noch jeden Tag durchgehen. Es ist wirklich vorbei. Es ist wirklich vorbei. Das Gleiche gilt fürs Wetter. Ja, braucht niemand mehr im Radio. Haltet sich jemand dran, wenn du weißt, dort und dort ist Stau. Weil entweder bist du nicht im Stau, dann ist es dir egal. Und sonst bist du im Stau und dann kannst du mich auch nichts mehr machen. So. Oder? Nein, aber wenn du eben nicht im Stau bist und du hörst, dass im Gotthard 14 Kilometer Stau hat, dann hast du auch ein bisschen Schadenfreude. So meinst du. Ja, why not? Ja. Why not? Das finde ich schon. Und du hast natürlich schon recht mit der Möglichkeit, die du heute hast. Andererseits, also es gibt ja noch nicht alle Autos, die so aufgerüstet sind, dass man das kann aufs Display geben kann. Und also Ende kannst du ja auch nicht. Und du musst es ja schon während dem Fahren wissen. Also, ich fahre was ich alles sehe an Leuten am Telefon, während auf der Autobahn, wo die telefonieren und auf der Spur Schlangenlinie fahren, da bin ich mir im Fall nicht so sicher, ob man nicht das Telefon darf. Ich habe das Gefühl, man darf. Ganz ehrlich. Die Mehrheit hätte geschieden. Das ist mit der rostige Paragraph, das muss in der Spur bleiben. Wahrscheinlich, ja. Also, auf jeden Fall, das war eine kleine Freude von mir, das anschauen. Kompost haben wir auch gehabt.
haben wir auch gehabt. Und die haben mal helfen, den Kompost umgraben. Du musst ihn ja dann irgendwann umkehren. Geschichte. Wow. Ja. Das ist gruselig. Aber mit Würmern. Ja, die Würmer gehen. Das ist einfach abartig gruselig. Machen wir da noch Steinmehlschichten und weiss der Teufel. Ja, weiss der Teufel. Wir bleiben gerade beim Politischen und gehen in die wochaktuellen Themen rein und zu der Rechtskommission vom Ständerat. Der hat dem Bundesrat heute empfohlen, nicht weiter auf das Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzugehen und das Klimaurteil jetzt einfach mal zu ignorieren. Die Grünen sind empört, nicht wegen dem Entscheid vom Ständerat, sondern das steht bei den Statuten. Das müssen sie automatisch sein. Ja, aber es ist ja schon ein bisschen ironisch, wenn das Klimaurteil nur noch heisse Luft ist. Ja. Nicht optimal. Die Rechtskommission haltet nichts von dem Urteil von der EU, oder? So geht es ja auch ein bisschen am Netanyahu mit seinem Haftbefehl von Den Haag, oder? Ähnlich. Ja. Ein Urteil ignorieren, wenn der Brian und das Gruppe 808 das gewusst hätten, dass das geht. Oder? Ja, das wäre vielleicht die Lösung gewesen. Ja, und das Ignorieren macht ja Schule, weil der Bundesrat ignoriert ja jetzt die Empfehlung von der Rechtskommission vom Ständerat, um das Urteil zu ignorieren. So, das ist einfach eine Ignorierungslinie. Ja, sie spielen ein bisschen auf die Zeit. Finde ich huren unfair, mit Klimaseniorinnen auf die Zeit spielen. Nicht? Schon ein bisschen gemein. Ja. Schon ein bisschen gemein. Aber ja, es ist ja jetzt eigentlich nicht anders eingetroffen als das, was man schon erwartet hat. Das ist ja mehr oder weniger, es heisst Urteil, aber es ist ja bestenfalls eine Empfehlung. Eine Empfehlung. Theoretischer Wert. Ja. Klimaseniorinnen, gibt es auch die Klimaaktiven und Junioren. Ja, die zweite Mannschaft. Ja, die zwei Mannschaften bei der Klima. Ich bin B. Ja, die sind ja auch wieder am Gotthard unterwegs gewesen, die junge Mannschaft, oder? Jetzt über Pfingsten. Ja, absolut. Wie finden wir jetzt den Weg zu der FIFA? Nicht. Wir machen den einfach. Wo hat es keine alte Frauen? Ja, FIFA. Man könnte es so machen. Die FIFA hat beim Kongress in Bangkok jetzt angekündigt oder hat entschieden, dass die Statuten ändern. So, und mit diesen Statutenänderungen kann die FIFA theoretisch aus Zürich wegziehen. Ja. Also theoretisch haben wir es nie willkommen geheißen, aber ja. So, Ja, fragt der Säckelmeister, der sagt vielleicht etwas anderes. Ja, ich habe eigentlich nur auf die Pressekonferenz von Gianni Infantino gewartet, wo er ansitzt und sagt, today I feel theoretical. Theoretisch könnte ich auch auf Zürich zügeln. Wenn es bezahlbare Wohnungen gibt. Theoretisch. Ja, vielleicht ist der FIFA ja zu teuer, oder? Und jetzt gehen sie irgendwie kostengünstig in eine WG. Ja, dann haben sie einmal so Besuch und dann sagt einer, da ist das Zimmer von der Sandra. Ja. Da ist der Markus. Und da hinten, das ist der FIFA ihres Zimmers, sind die Einzigen, die Zugang zum Bad auch haben. Ja. Und dann am Morgen so, fuck, FIFA hat wieder das ganze Bündnerfleisch weggefressen. Wirklich, die regen mich auf. Und hast du auch gehört, gestern Nacht haben sie Besuch gehabt. Vielleicht haben sie auch einfach Nackenweh. Aber wieso wollt dann FIFA wegziehen? Braucht es ein Zimmer mehr, wenn es einen Garten hat? Gianni, ich würde jetzt gerne mal noch einen Garten haben. Das ist immer ein Traum. Ja. Die FIFA weg von Zürich. Ja. Das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen Tradition, nicht? Das wäre wie wenn die Zäufe auf St. Gallen rauskommen. Ja. Wir gehen weg von Zürich. Ja, oder auf Heide. Auf Heide, ja. Vielleicht ist das Ganze ein geheimes TV-Projekt und wir wissen es noch nicht, oder? Vielleicht macht FIFA auch bei Auf und Davon mit, oder? Zieht jetzt auf Mallorca und macht dort ein Resti auf. Ja. Ist alles möglich. Übrigens, beste Folge, das war aber nicht Auf und Davon, sondern Auswanderergruppe in Deutschland, wo ein Bärli auf Mallorca gegangen ist und hat dort, no joke, ein Solarium eröffnet. Ja, all-time greatest. 3 Monate später pleite, weil turns out, es braucht niemand ein Solarium. Wer hätte damit gerechnet? Aber wir können wissen. Niemand hat ihnen gesagt. Nein, das sind die nicht. Aber jetzt zügeln die, also vielleicht zügeln sie, aber wenn jetzt die FIFA will wegzügeln aus Zürich, oder, und ihre Wohnung quasi frei wird, ist denn das wie immer, wenn jemand wegzügelt von Zürich, oder, muss man dann auch irgendwie für 3'000 Franken noch Ikea-Möbel übernehmen und putzen muss man auch selber der einzieht, der Nachmieter. Wir müssen Nachmieter putzen? Ja, wir machen nur besser rein. Ja, die verhindert die Wohnung, weißt du? Und eben da, der Schrank da. Den müssten wir noch mitnehmen. Den müssen wir übernehmen. 3 Mil. Ja, aber er ist 15-jährig und hat damals 300 Schutz gekostet. Ja. Das ist korrekt. Das ist jetzt antik. Ja. Kommen in den freien Markt. So ist es. Nein, ich verstehe, dass die FIFA wegziehen. Ist langsam eng geworden an dem Hauptsitz. Seit der Ware gezogen ist. Ja, der ist jetzt neu dort. Ja, mit all diesen Bildschirmen. Ja, ich habe gehört, FIFA hat zum Zügler schon ein paar Geldtransporter bestellt. Ja. Das machen wir ja nicht mehr selber, oder? Nein, irgendwann nicht mehr. Ab 30 tust du das Geld nicht mehr selber tragen. Wobei für die Infantino wird sich auch wenig ändern. Oder? Der pendelt weiterhin zwischen dem Wallis und
Korruption. Also, Mutmaßlich. Mutmaßlich. Ja. Mutmaßlich. Der SRF-Anwalt hat uns geholfen beim Writing von dem Joke. Dankeschön. Mir tut das Putzinstitut leid, wo dort oben jetzt der Saustall mal aufräumt. Ja. Wirklich, Ja. wirklich, wo wirklich alles noch liegen lässt. Da findest du wahrscheinlich noch Zeug. Also ich habe gehört, im Keller unten, da hat es also noch kistenweise Reststimmen für den Sepp Blatter. Ah. Und die liegen alle noch rum dort. Es wird noch lange für ihn. Ja, und jetzt brauchen es auch Leute, die helfen, oder? Katar stellt den überlebenden Stadionbauer zur Verfügung. Ah, das ist aber gut. Ja, Das ja. sind einfach gute Menschen, die Katar. Katar, einfach echt feine. super. Ja, Nette Menschen, ja. Die FIFA droht, dass sie weggeht. Oder sie könnten es jetzt theoretisch machen. Ist ein bisschen eine Drohung. Was halten wir von dieser Drohkulisse? Wenn die FIFA jetzt Ganz ehrlich, geht? soll es doch gehen. Gell? Also ich finde es zwar so prestigemäßig grundsätzlich schön, und vor allem, als die Weltfußballerwahl noch da war und so, dann hast du wirklich, okay, da ist jetzt Zürich im Spotlight. Aber mittlerweile hörst du ja eigentlich nur noch davor, wenn es irgendwie um Verhaftungen geht oder irgendwelche korrupte Machenschaften. Dann hat ja die FIFA dort in Zürich, ich bin jetzt nicht mal so sicher, weil sie zahlen 6 Millionen Steuern glaube ich, im Jahr. Also gemäß Watson, mein Lieblingsnewsportal von damals, 6,3 Millionen. Als Verein. Im Schnitt in den Als letzten Verein, 4 der Milliarden Umsatz hat. Also, ja, eben, Sie sind wie ein viel das Verein, haben wirklich die auch bringt. Senioren und aktiv. Klar, es sind Senioren. natürlich Jobs und so, das hat's da Ja. hauptsächlich schon. Ja. Jetzt auch nicht mega viel wahrscheinlich, aber... Ja. Ja, mich nervt einfach immer, wenn so eine Drohkulisse aufgebaut wird. Wir gehen weg. Ja, gefühlt sind sie ja schon weg. Also weißt, Ja. eben, die Weltfußballerwahl ist mittlerweile in Paris. Der Gianni wohnt ja glaube ich irgendwo in Katar unten. Wird das Zeug jetzt wahrscheinlich dann nachher zügeln dort hin, wo die nächste WM ausgetragen wird. Also, ich glaube, das ist ja also hat es mal geheißen, so ein Keimplan, dass dann die FIFA wie immer an den nächsten Ort anzügelt, wo dann die WM stattfindet. Aha. Damit sie dann sozusagen alle wichtigen Leute dann auch immer gerade dort sind und vorher können schauen und so. Ist nicht mal per se mega dumm, aber... Machen sie ja wahrscheinlich grundsätzlich. Also musst du ja vor Ort gefühlt ist ja mehr die ganze Ja, Belegschaft dann ja, nicht. ja. Also ist die Buchhaltung noch da oben, oder nicht? Also, wisst nicht, wer noch dort oben arbeitet. Theoretisch. Theoretisch. Aber komm, gehen wir noch zum nächsten Fußballthema, das müssen wir noch schnell besprechen. IB ist Meister. Ja, gratulieren. Gratulation. Ja. Aber sag ja, das ist halt der schlechteste Meister der letzten paar Jahre, oder? Nur gerade 2,02 Punkte pro Spiel haben sie gemacht im Schnitt, oder? Oh nein. Also die haben nicht wirklich wollen Meister werden, aber offenbar alle anderen noch weniger. Ja. Weißt du, schlechter Meister. Ja, theoretisch könnte IB wegziehen von Bern. Ja, Die Drohkulisse haben ja, sie. die Drohkulisse haben sie. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel auf Zürich, dort wäre jetzt gerade das Gebäude Ja, dann oder auf Gurzen. Ja, oder auf Gurzen. Ja. Ah, Gurzen ist schön. Nicht Auf mal an Gurzen Heide. denken. Ja. Ich glaube, IB hat fast vergessen, dass sie Meister geworden sind. So am Tag selber so, was, das ist heute? Ui. Ja. Aber die Schweiz ist halt auch ein Buchhaltungsland. Ein maximaler Gewinn bei möglichst wenig Aufwand. Und Ja. das hat IB geschafft. Ein oder? Treuhändermeistertitel. Ja, Auf dem ja. Pokal ist auch gestanden, hat sich Mühe gegeben. Ja, und es hat offenbar gelangt. Das hat gelangt, ja. Es ist ja auch nicht mehr die Super League, es ist jetzt nur noch die Solala League, ganz ehrlich. Also wenn du ein paar Spiele geschaut hast, die Saison... Ja, aber wir kennen es, oder? Mit dem Minimum das Maximum rausholen, ist auch ein bisschen unser Motto bei den Comedy-Männern, oder? Ja, Absolut. Also von dem her... ein Erfolgsrezept. Ist es- Eine Erfolgsformel. Ja, eine Erfolgsformel, ja. Ja, lass mich halt, wer jetzt der Meister wird, das ist mir doch gleich. Ja, hat mich in dem Sinne natürlich jetzt auch nicht berührt, aber ich mag sie IB sehr gönnen. Ich finde das eine mega sympathische Mannschaft. Vor allem auch so wirklich ein paar coole Spieler darunter, wo ich finde, ich mag das denen gönnen. Ja, So, außer immer wieder Grossverein, wo einfach allen anderen immer die guten Spieler abzügeln, aber mit dem so das ist jetzt funktioniert bei es IB halt ein nicht bisschen. nicht so festes Thema. Aber für mich, was mich mehr die Saison beschäftigt hat, ist der Zustand von meinem Herzensverein GC. Gibt's Also, den das noch? Gibt's den noch? Lebt der noch? ist, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ist da nicht nur noch Ja, Handball es ist- und Basketball oder so? Es hat GC hat es einem nicht leicht gemacht, Fans zu bleiben, die letzten paar Monate und ja, fast schon Jahre. Und die haben mich nervt es irgendwie. Und gleichzeitig sehe ich auch, ja, es hat natürlich dort auch Leute, die versuchen, das Beste jetzt noch rauszuholen und irgendwie weiterzumachen. Wir tun auch die Spielerleute, die ja, blöd gesagt, einfach mehrheitlich Leihgaben sind. Aber dann hast du einen Amir Abraschi, der so ein GC-Bub durch und durch ist und als Captain versucht zu reissen. Und irgendwie hast du das Gefühl, die rennen immer gegen eine Wand. Weißt du den Stand? Weißt du, bei GC in der Tabelle? Ja, jetzt schauen wir mal, wie es da gegen Thun dann läuft in der Weißt du, Barrage. Ja. Ah.
Könnt ihr noch abstimmen? Ja, wäre ja nicht das erste Mal in den letzten Jahren. Nein. Ist ja wurscht. Es gibt wenig zu feiern auf Seite GC, dafür eben bei IB umso mehr. Der Meisterfeier ist ziemlich sicher auch viel Bier geflossen. Ja. Vielleicht aber auch alkoholfreies, weil die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier und Sekt die explodiert. Und wir wissen, wenn 20 Minuten Begriffe explodiert nennt, dann wird etwas dran sein. Dann wird es unbedingt so sein. Dann ist es sicher nicht nur eine Steigerung um 2%. Besonders Generation Z und die Millennials greifen immer mehr zu Cocktails und Bier ohne Alkohol. Und die Frage ist so ein bisschen, wenn das denen ihre Auffassung von Party ist, also was machen sie dann am Wochenende, wenn sie mal Dampf abladen, also die Steuern, oder wenn sie die 3 Säulen einzahlen, oder wenn sie richtig drin wollen, was machen sie dann? Ich verstehe vor allem nicht, wieso sie nicht trinken. Ich meine, Gen Z können sie alle zusammen nicht Auto fahren, oder? Also müssen wir nicht mal auf das Rücksicht nehmen. Die verwirren mich immer mehr, die Gen Z. Schaffen, wenn es nicht, saufen, wenn es nicht, das Geschlecht, wenn es nicht. Ich glaube, sie sind auf der Suche, kann man sagen. Ich glaube, sie wollen einfach den Zuckerrausch. Ich glaube, die wollen den Zuckerrausch, die vertragen den Alkohol nicht. Das ist es wahrscheinlich. Ja, und dann einfach so das fleischlose Chateaubriand, das Erbsenpüree, oder? Generation Zero Spass, sage ich dann nur. Sommer 2008. Ja. Botellon, könnt ihr euch nicht... Da sind noch Jugendliche. Botellon, ja, weißt du. Ja. In Zürich am See und in Lausanne und überall haben 3 Bier haben wir aufgemacht und es ist Botellon. Achtung! Ja, 2000 Leute am Zürichsee, alle miteinander. Das sind noch Jugendliche gewesen, gell? Gut, die Jugendlichen sind natürlich auch sehr politisch aktiv. Gerade wenn man jetzt so die Studierendenproteste anschaut, dann merkt man ja, dort sind ja viele auch Organisationen, die so ein bisschen im Alkohol abgeschworen haben, en vogue. Ja, es ist fast ein bisschen ein religiöser Verzicht auf Alkohol. Ja. Was machen sie als nächstes? Frauen unterdrücken? Ja. So der nächste Schritt von der Generation Z. Ja. So aus dem Nichts. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gut für die Gesellschaft. Natürlich saufen wir alle zu viel. So. Wenn man weiss, wie viel problematischer Alkoholkonsum ist, bist du verdammt schnell dort. Da langen irgendwie, glaube ich, 3 Bier in der Woche. Das ist ja auf jeden Fall relativ schnell. So. Aber grundsätzlich, also der Verzicht und die Nüchtern, also auch ein bisschen die Brüderie auch. Also weißt, kein Spass mehr, kein Humor mehr. Alles ist so ein bisschen, was ist los? Entspannt euch ein bisschen. Es ist ein bisschen ernst geworden. Alkohol hilft ja, um es ein bisschen nicht ernst zu nehmen. Hast du das Gefühl, dass es so von Generation zu Generation immer so ist? Ist das einfach so jetzt etwas, wie wir halt im Alter sind, wo wir die Jungen nicht mehr verstehen, dass das bei uns gar nicht anders war? Maybe. Ich weiss es nicht. Also aber ich bin jetzt alt und kann darüber motzen. Unsere Eltern haben irgendwie noch so freie Liebe erlebt und Woodstock und weiss ich was. Und haben wahrscheinlich gefunden, mein Gott, sind die Brüder. Ja, also, vielleicht sind wir auf dem Abweg von der Brüderie. Aber im Moment erreicht es ein neues Tief. Ich kann es mega empfehlen. Ich habe es mal ein halbes Jahr gemacht, kein Alkohol getrunken. Und das ist eine sehr spannende Erfahrung. Easy, oder? Ja, es ist wie kein Instagram haben im Moment. Also, es tut denen rundum mehr weh als einem selber. Beim Alkohol ist es ganz extrem. Also, wer hat denn deinen Alkohol getrunken in dieser Zeit? Weil solange du kein Instagram hast, könnt bei mir die Anfrage, wieso hast du das nicht online? Also muss in diesem halben Jahr irgendjemand deinen Alkohol gesoffen haben. Ja, das ist mir gleich, wer es gemacht hat. Ganz ehrlich, ist ja nicht mein Problem dann. Aber es ist wirklich spannend, dass wenn du sagst, ich trinke keinen Alkohol, und du bist irgendwie an einem Fest oder etwas, ja komm, ein Glas. Ja. Wie hast du das je gehört? Ja. Ohne Seich? Jeden Abend. Sagst einfach alle Personen fragen, die keinen Alkohol trinken. Die meisten, ja, aber wieso denn? Aber nimm doch eins. Das machst du ja in anderen Bereichen auch nicht. Du gehst ja nicht zu einer Frau an und sagst, ich würde gerne mit dir schlafen. Und dann sagt sie, nein, danke. Und sagt, ja, komm, 5 Minuten. Also, das ist völlig absurd, das machst du ja nicht. Oder? Ja, sagst du, bist mit dem Auto da. Also nicht bei der Frau, sondern beim Alkohol. Ja, nein, aber ich trinke jetzt mega gerne alkoholfreies Bier. Das ist wirklich etwas, was ich wahnsinnig gerne habe. Ich trinke daheim nicht so viel. Unter der Woche trinke ich eigentlich nie. Ich habe am Wochenende so ein bisschen... Manchmal? Nein. Whisky zu Abend. Sonst im Ausgang... Ja, im Ausgang schon. Klassisches Gesellschaftstrinken halt. Also, ja, wo wir alle uns haben. Ist ja lustig. Etwas trinken sollte man auch öppen mal noch. Vor allem, wenn man trockene Insekten im Maul hat. Pulverisierte. Es muss aber nicht pulverisierte. Ja, aber ich habe das nicht gewusst. Seit einem Jahr dürfen die Lebensmittel pulverisierte Insekten beigemischt werden. Richtig. So...
gibt Leute, die sich offensichtlich davor ekeln. Und jetzt gibt es etliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier von links bis rechts, die das kennzeichnen noch, also die Produkte kennzeichnen, dass da Insekten drin hat. Ich sehe einen Kandidat für den rostigen Paragraph. Ameisenfress. Also sind wir jetzt alle bei den Wetterschmöckern. Ja. Ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe und bin mal anschauen, was denn darf im Lebensmittel sein. Und niemand hat etwas dagegen. Ja. Zum Beispiel Natrium-Isoascorbat, Kalium-Natrium-Taratrat oder auch Saccharoseacetatioso. Du hast ein bisschen zu lang mit dem Massagestab. Nein, das ist wahr. Scrabble können. Saccharoseacetatioso. Ja, irgendein Badrat oder. Einfach auf das darf auf jeden Fall im Essen sein. Ja. Und da ist noch nie einer aufgestanden. Das wollte ich nicht, das gruselt mich. Ja, was ich mich ein bisschen frage, also, du hast Heugümper im Paniermehl, du hast Ross in der Lasagne, also muss wirklich alles gumpen, was wir essen. Ja, offenbar, ja. Das Gumpen ist offensichtlich das Ding. Ich habe überhaupt kein Problem mit irgendwie Grillen im Paniermehl. Ja. Das ist mir gleich. Wichtig ist mir einfach, dass die Grillen glücklich waren. Ja. Dass es Freilandgrillen sind, Freilandgrillen. Biogrillen Ja. und dass sie einen Namen gehabt haben. Ja, Ja. das ist wichtig, dass du Ja. weißt, welches das Ja. Ganze Ja, nein, das ist schon ein Unterschied. Ich finde schon. Jack, ich meine, die haben in der Bibel haben die damals so saudumm da wegen diesen paar Heugümper. Voilà. Sie hätten es einfach können essen, Problem Offenbar. gelöst. Offenbar. Und mit der Sinnflut abspülen. Ja, voilà. Ja, kein Problem. Und da können, aber ich finde, es tut einfach eine neue Märkte auf. Oder? Da könnte man zum Beispiel mit dem Migros könnte man so eine neue Linie machen, auf Borkenkäfer basiert, oder? Betty Borki. Ja, Betty Borki. Betty Borki. Die neue Rezepte von Betty Borki sind gekommen. Hast du einen neuen Massagestab von Betty Borki schon? Betty Borki. Weil der Grille drin, der so Ja. Haben Sie schon mal gegessen? Ja. Grillen oder Ich glaube Insekten schon, ja. und so? Ja, man, das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach gar nichts. Das ist auch, die Dinger bestehen ja vor allem aus einer Hülle, wo keinen Geschmack hat. Meistens aus irgendwie noch frittieren. Ich glaube, ich habe frittierte gehabt. Ja. Ja, und wenn es trocknet und gemahlen, dann merkt kein Mensch mehr, was das war. Und sag ja gut wegen der Protein. Sicher. Anscheinend sind die sehr proteinhaltig. Ja. Man muss aber viel davon essen. Ja, natürlich. Ja. Hure viel Flüge fressen. Ich habe schon viel so Mucke und Getier gegessen und während dem TÜV fahren. Ah, Oder? ja. Weil mein Problem ist ja, ich habe ja mal, jetzt habe ich zwar keinen TÜV mehr, wenn ich mal TÜV gefahren bin, ich habe gesungen auf dem TÜV. Ja. Du hast gesungen. Ich habe gesungen auf dem TÜV. Das ist das Beste. Ich Ja, habe das ist auch für die Umwelt das Beste, weil es gehört es niemand. ich habe immer gelacht auf dem TÜV. Es gibt ja nichts Traurigeres, als wenn so ein Biker, ein harter Biker ja, wenn sie ernst reinschauen. weißt, mit der schwarzen Lederjacke, mit der schwarzen Lederjeans oder mit den schwarzen Händen, schwarzen Helm. Dann schaut er ganz böse, schaut er Ist das nicht Teil vom Image? und dann Möchte ich das nicht? Dann Ist das geht der Statute? Ja, vor allem, wenn sie... Villa Rot. ja, vor allem, wenn sie wie Zahnärzte sind Ja. und so. schauen Der immer- Zahnarzt-Lifestyle. Hey, musst du mal achten, wenn so ein TÜV-Biker kommt, wie böse das Es ist die erste Sache. Als wäre wirklich, als würden sie so, ja Schatz, ich muss jetzt noch gerade TÜV fahren, schieß mir das an, die ganze Woche geschafft, jetzt muss ich noch auf den TÜV. Ich habe immer gelacht auf dem TÜV. Ich habe gesungen auf dem TÜV, aber der frisst mir auch sehr viel Mucke. Das ist natürlich so. Das Problem habe ich beim Velofahren. Beim TÜV-Fahren kannst du ja das Mund zulassen, du kannst ja durch die Nase schnaufen. Absolut. Oder? Das Problem beim Velofahren ist, wenn du dann mal so richtig ein bisschen schneller fährst und schnaufst, dann musst du halt anfangen durchs Maul schnaufen, weil dann langt es einfach durch die Nase nicht mehr. Oder? Oh, Und dann, Wespe. Ja, das ist übrigens das ist eine Wespe-Verletzung. Ja, da. ja, ja. Das ist mir tatsächlich am Wochenende passiert beim Velofahren. Er hat so, da bin ich aber der nicht schnell Stefan hat so einen gefahren. roten Punkt am Hals, Ja, für die, die es ist noch so, hören. Ja. also nur bevor er meint, es ist ein Knutschfleck. Es war wirklich so gewesen, dass ich am Fahren war, nicht mega schnell, und merke, wie etwas da an sitzt und habe es so wegmachen und merke, dass ich drauf drücke, und in dem Moment hat es schon gestochen. Und dann habe ich kurz einen Moment, ich weiss, ich bin nicht allergisch auf Stich, aber dachte, das ist ganz ein blöder Ort da, so nahe bei der, ist es eine Arterie? Ich glaube nicht. Schlagader. Ja. Weißt du, dir da helfen? Was? Fahrt mit der Zentralbahn. Natürlich. Hat's kein Wespe bei dir? Und das ist der rostige Paragraph für die schlechteste Überleitung von der Woche gewesen. Wow, danke vielmals. Aber das ist das nächste Thema, die Zentralbahn, wo in der Innerschweiz verkehrt, oder? Bis nach Interlaken von Luzern aus, ganz schöne Strecke, kann ich euch empfehlen. Ja. Ja, das ist wunderschön, über den Brünig-Pass rein. Die hat jetzt die Schiene weiss angemalt. Also ein Teil vom Schienenbett und die Schiene von der Seite von oben natürlich nicht. Weil, oder? Da gibt es weniger Hitze, oder? Weil dann die Schiene kann nicht heiß werden und sich verbeugen, oder? Dann Von der Sonne? Genau, von der Sonne, oder? Und dann gibt es weniger Verspätungen.
Schlau. Ja, muss ich aber sagen, auch wenn ich jetzt auf Deutschland überschaue, die haben sogar weisse Züge, oder? Der IC, aber die sind nie pünktlich. Also, ich weiss nicht, ob jetzt weiss anmalen wirklich irgendetwas bringt. Weiss anmalen, etwas, was die Zürcher Zünfte auch selten machen. Ich wollte sagen, einfach sagen, weiss ist pünktlich, ein bisschen rassistisch. Hat ein bisschen einen Vibe. Ja, und es ist ja so das Selbstverständnis, weil wenn man es grün anmalt, ist es ja dann umweltverträglich. Ja, sagt die SPB auf alle Fälle. Absolut. Zeiger ist grün. Ja. Also ich muss aus meiner Praxiserfahrung sagen, das funktioniert. Ja. Bin da im Stau gestanden, dann bin ich aber über den weißen Mittelstreifen gefahren. Prima durchgekommen. Ja. Dort ist es dann gegangen. Ja. Jetzt erklärt sich auch, wieso Zürcher so schnell sind. Wenn sie ihre Nase einmal weiss anmalen, die gehen vorwärts. Das ist produktiv. Ich freue mich das. Also ich meine, es gibt ja auch Länder, die deutlich einen höheren Hitze- oder wie sagt man, Temperaturdurchschnitt haben wie die Schweiz. Und dort verkehren auch Züge. Ja, sind aber auch unpünktlicher wahrscheinlich. Aha. Ja, verkehren teilweise nicht so regelmäßig. Ist es vielleicht da? Aber ja auch. Also, oder warten dann die einfach, bis der Sommer vorbei ist? Im Sommer fahren kein Zeug. Hä? Ja, aber das Wie löst stimmt. man das durch? Das stimmt, dass wir in der Schweiz jammern, dass Gleis verbogen werden. Ja. Ich habe mir schon gesagt, also das ist ja Ich glaube, das sind einfach extrem, also weißt du, die sind extremere Wetterbedingungen ausgeliefert. Im Winter ist es dann Minus. Jetzt, das verzieht. Köpfchen, ne? Einfach, dass wir wirklich das Tierbahnbüster da haben, das ist einfach ein Glück für den Podcast. Der weiss immer, Einer, der die Menschen weniger glücklich macht, ist so ein kleiner brauner Käfer. Mit dem, Achtung, jetzt der Name, Anophthalmus hitleri. Hat der geheissen? Hitleri? Ja, Hitleri? Hitleri. Das hat einen Grund, ja. Hitleri, man hört es vielleicht. Da hat jemand den Antrag gestellt, dass man den Namen wegnimmt, weil der Name ist angelehnt an Adolf Hitler. So, nicht so lässig. Jetzt haben sich die aber geäussert dazu, die Namen geben, und haben gesagt, Namensgebung, oder die Internationale Kommission für die Namensgebung, lehnt die Umbenennung ab. Und zwar mit der Begründung, ob Namen beleidigend oder ethisch nicht vertretbar sind, sage eine sehr subjektive Angelegenheit. Ja, natürlich. Sagt die Kommission für zoologische Nomenklatur heisst sie, so ist richtig. Jawohl. Ja, gerade beim Namen Hitler finde ich es sehr subjektiv. Total. Ob jetzt einem der Name gefällt oder nicht. Das ist immer geschmäcklerisch. Das ist geschmäcklerisch, Ja, da ganz muss jeder klar. für sich entscheiden. Ja. Ich habe für mich entschieden, ich will niemals in meinem Leben von irgendjemandem den Satz hören, shit, ich habe wieder einen Hitler im Garten. Ja. Das ist einfach sehr unangenehm. Sehr Ich unangenehm. mich jetzt ein bisschen nervös machen. Ja, und dann musst du googlen, Hitler aus Garten entfernen, oder? Und wenn du den im Garten hast du keine andere Spezie mehr dort. Nein. Es ist eine Monokultur. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Wobei, sind wir ehrlich, beim Hitler ist schon auch nicht der Namensproblem gewesen. Nein. Das ist, er hätte auch Müller können heissen. Ja, ich wünschte, es wäre nur ein Käfer gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja. Aber ist jetzt auch blöd für alle, die ihn als Hitler kennen, ihn umbenennen. Oder? Müsste wieder so rumgehen und sich neu vorstellen. das ja, ich ja, bin jetzt, muss ja, ich man bin jetzt ein nicht bisschen mehr. Sorry. Nein, für mich bist du immer noch der Hitler. Ja, genau. Ich kann mir doch nicht sagen, wie ich ihm sage. Ist ein bisschen die Frage, ist der Käfer ungenießbar oder ist er essbar? Ja. Wow. Wortspiel. Love it. Und man erkennt den Käfer übrigens nicht an seiner braunen Färbung, oder? Sondern an seiner politischen Meinung. Oder? Soll man mit ihm reden? Ja, fast. Ja. Ganz am Brunnen. Fragwürdig. Hitleri. Hitleri. Hitleri, ja. Ja, so haben sie nicht im Dölf seiner Schwester früher so gesagt. Du, das ist doch die kleine Hitlerin. Wahrscheinlich, ja. Das ist doch die jüngste Hitlerin im Quartier. Ich glaube ja, ein Bärli vierter Regitz hat so einen als Haustier. Ist möglich. Denk mal. So im Terrarium. Ja. Aber gut, vielleicht hätte man auch die Eva Braun so gesagt. Damals? Ja, ja damals. Ja. Nicht heute. Gut, man weiß ja nicht. Gibt so Theorien. Also hätten vielleicht gesagt, Käferli. Eva, nicht in der Öffentlichkeit, nicht vor anderen Leuten. Ja. Käferli, vielleicht ist das Käferli. So ist er entstanden. Er wird ja wohl auch einen Spitznamen haben. Ja, sag's nicht. Der wird sicher nicht spielen. Also, die wird ihm sicher nicht. Wobei, sagen. Ja, nein, also. Was ist jetzt durch deinen Kopf? Ja, nimm nochmal den Massagestab. Du bist entschuldigt. Es muss nicht immer alles raus. Nein, eben. Also, wenn man sich so einen Stab an den Grind hebt, ist man eigentlich noch für alles entschuldigt, ganz ehrlich. Nein, spannend finde ich den Fakt, also heute ist der Name
Gesundheit. Danke, Entschuldigung. Der Name ist ja kompromittiert, aber in meinem früher ist ja irgendwann der Satz gefallen, wir sind noch heute noch bei Hitlers. Ja. Das klingt heute weird. Ja, sind ja auch bis Hitler eingeladen am Wochenende. Er kocht hure gut. Zwar fleischlos, aber richtig gut. Der kann etwas. Es gibt übrigens noch eine Hitler-Glocke in Herxheim. Das gleiche Problem. Die wollen die nicht umbenennen oder abnehmen oder abschleifen. Die wollen einfach da oben behalten, auch ohne Plakette. Ja, die haben wir hier bekommen. Sie haben sie hier bekommen. Ja, ein angenehmes Geschenk. Ja. Man kann Geschenke auch ablehnen, auch nachträglich, glaube ich, theoretisch. Ja. Absolut. Es wäre ein Geschenk, wenn ihr uns wieder zuhört, nächste Woche noch nicht ganz weggehen. Etwas haben wir noch direkt nach dem da. Und zwar haben wir noch den YouTube-Kommentar von der Woche vom @user HN2FT5SU2B. Auch der sollte sich umbenennen. Bezüglich der WC-Bürste. Es kann und wird die Duschbrause, die meist daneben steht, zum Putzen gebraucht. Hat damit zu tun, dass ich gesagt habe, als ich jetzt in Spanien unterwegs war, es hat nie eine WC-Bürste gehabt. In orientalischen Ländern wie zum Beispiel Spanien? Zum Beispiel, ja gut, Kalifat gehabt. In orientalischen Ländern wird statt mit WC-Papier abgewischt, mit Wasser gewaschen. Dazu ist eine Brause im WC integriert. Diese wird auch zur Spurenbeseitigung im Klo oder zur Reinigung benutzt. Ist mir aus hygienischer Sichtweise auch angenehmer. Da fehlt mir kaum eine Bürste. Kann ich bestätigen. Ist im Oman so gewesen. Das ist wirklich ein super Prinzip. Hat es in Spanien aber nicht gehabt. Ja. Es hat keine Duschbrause gehabt. Nicht? Nein. Mit Wasser das Viertel putzen? Nein, und Amerika auch nicht. Nein. Aber sonst ist das wirklich super. Vielleicht musst du einfach, du brauchst so ein Reise-WC-Bürsteli. Weißt du, ich habe ja eine Reise-Duschbrause. Das hat Brinker Fluri auch vorgeschlagen. Das Reise-WC-Bürsteli. Ja, und dann hast du eine Reise-WC-Bürste, ein Reise-Bürsteli, Ja, kannst du ja. Duschbrause, dann hast du ein Reise-Küsse, eine Reise-Matratze. Irgendwann bleibst du einfach daheim. Nimm mal einfach mit dem Camper in die Ferien gehen. Das mache ich schon lange, das ist das Beste. Ja, das ist so. Bevor ihr in die Ferien geht, brauchen wir noch eure gütige Mithilfe. Ja. Ja. Ihr kennt ja Late Night Switzerland, die grossartige Sendung, die jetzt in der Sommerpause ist. Nachdem das ganz kurz gelaufen ist, ist es jetzt ganz lange in der Sommerpause. Wenn ihr schnell nachgepinselt habt, dann habt ihr es verpasst. Und am Anfang von Late Night Switzerland ist ja immer jemand in so einem Becher rein, oder? Dreht sich um und erzählt einen Flachwitz. Oder? Und die Flachwitz, wir suchen die Leute, die so Witz erzählen. Ihr findet beim Aaron und bei mir auf Instagram, weil wir können uns nicht leisten, die Sommerpause zu gehen mit unserem Profil, findet ihr die genaue Anleitung, wenn ihr euch auch bewerben mit einem Witz. Und Zeit habt am Donnerstag, am 8. Juni. Nicht am Donnerstag, am Samstag, am 8. Juni zeichnen wir das auf im Studio. Ihr schickt uns ein Video von eurem Witz und dann kommen wir ins Studio und dann nachher erzählt ihr dort nochmal und kommen 500 Franken über und 2 Billette zum Control. Ja, wow. Absolut. 500 Steine haben die alle bekommen. Gage. Die haben mit Foxy gar nicht abgegeben. Foxy hat ja auch einen Witz erzählt. Die habe ich genommen, die 500. Schön essen. Chateaubriand, aber das Richtige. Mit Insekten. Absolut. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von Emmi Joghurt pur. Das Einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi Joghurt pur.